Nein, das ist keine Fanpost. So bekannt sind wir dann doch wieder nicht. Das ist ein kleines Abschiedsgeschenk, das ich heute an meinem letzten Arbeitstag bekommen habe. Was genau drin ist, das erzählen wir dann sicher mal in einem anderen Video. Heute geht es um etwas ganz anderes. Was wir heute machen wollen, ist etwas, wo wir ein bisschen Bammel davor haben. Weil ja, es ist jetzt etwa genau eine Woche, 1,5, bis wir fliegen. Und das ist definitiv der Zeitpunkt, wo wir mal schauen sollten, ob wir so packen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, vielleicht um das kurz ein bisschen genauer erklären. Das ist mein Rucksack. Und das der Meliere. Mit mehr gehen wir nicht, das sind unsere einzigen 2 Gepäckstücke. Beides in Handgepäckgröße, wobei meine ziemlich knapp ist. Und ja, unser Ziel ist eigentlich, unsere ganze Weltreise mit diesen 2 Rucksäcken zu machen. Und heute schauen wir mal, ob das wirklich so eine gute Idee war. Und dann mal Probe packen. Ja, wünschen uns viel Glück. Und wir sind genauso gespannt wie ihr drauf, ob das gut kommt. Also, ich würde sagen, wir fangen zuerst mal bei mir an. Wir schauen, ob Meli heute auch noch dazu kommt zum Probe packen, weil das Ganze könnte ein bisschen länger dauern. Aber vielleicht zuerst mal gerade zu meinem Rucksack, den ich mitnehme. Das ist ein F-Stop, speziell für Kameras ist der gemacht, also ein spezieller Kamerarucksack. Darum hat er hier auch extra eine Rückseite, die man aufmachen kann, um schnell an sein Equipment heranzukommen. Und ja, ich habe jetzt etwa seit einem Jahr bis jetzt wieder damit. Ich bin auch schon 3-4 Mal mit dem fliegen, immer im Handgepäck hatte ich den gehabt. Ist auch noch nie ein Problem gewesen, auch wenn er jedes Mal viel zu schwer gepackt hat. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob da wirklich alles reinpasst, was ich mir vorgestellt habe zum Mitnehmen. Okay, was ihr hier seht, ist mal meine erste Wahl an Kleidern, die ich gerne mitnehmen würde. Ich muss sagen, es ist ehrlich gesagt jetzt relativ schnell gegangen, um das auszusortieren. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Aber, vielleicht mal zum Sagen, ich habe 3 T-Shirts, von denen ist eins ein stärkeres von North Face. Also das heisst, es hält etwas aus. Das ist wahrscheinlich auch da, wenn ich mal irgendwie Sport oder so mache, würde ich das anziehen. Dann habe ich hier so ein leichtes Hemd von Patagonia. Das sollte auch ziemlich viel ausheben und so, nicht so schnell kaputt gehen. Dann ein paar lange Hosen. Ja, das sind auch die ich hier in der Schweiz im Sommer am meisten anhabe. Das sind solche, die haben einfach so einen Bund oben. Also nicht irgendwie ein Gürtel oder so, super bequem. Sicher auch in den wärmeren Ländern etwas. Dann neben meinen 3 T-Shirts habe ich auch noch so 3 ja, so Trägershirts, wobei die auch sehr gerne mal kaputt gehen. Ich kaufe dann halt wieder neu. Ja, die kommt schon dort an jedem Ecke über. Dann natürlich Badhosen, ganz wichtig. 2 Paar kurze Hosen. Dann ja, jetzt haben wir mal ein Chappy, oder? Ja, habe ich eigentlich auch immer an. Der Pulli, den ich anziehe, wenn es mal ein bisschen kälter wird. Ja, jetzt den schwarzen genommen, weil am wenigsten heikel, auch am wenigsten schlimm, wenn der irgendwann mal wird durch sein. Dann haben wir Unterwäsche, das habe ich jetzt 6-7 Paar. Es kann sein, dass dort vielleicht noch 1-2 weniger wird, je nachdem wie viel Platz das ich dann am Schluss wirklich noch habe. Plus 3 Paar lange Socken und 3 Paar kurze Socken. Und dann habe ich hier noch ein paar Finken.
Die sind auch für den Strand und alles gedacht. Also statt Flipflops habe ich dann einfach die. Gefallen der Meli eh besser. Und ja, was ich natürlich nicht vergessen habe, sondern was ich extra am Schluss zeigen wollte, ist so ein bisschen das hier. Einerseits lange Trainerhosen und dann noch so ein Jäckchen. Das wird aber dann auch da sein, wo ich anhabe im Flüger. Darum das muss ich eigentlich nicht schauen, ob da reinpasst. Vielleicht noch zum Jäckchen. Also das ist wirklich super. Ist zwar No-Name, keine Marke, irgendwie aus dem Manor für glaube ich 30 Franken. Aber das habe ich so oft an, das habe ich auch die ganze Zeit angehabt, als ich in Island war. Das geht super warm und ist trotzdem, auch wenn es jetzt heiß ist oder so, ist das easy als Jäckchen tragbar. Ja, wirklich ein super tolles Teil. Und dann, was ich auch noch natürlich mitnehme, ist ein paar Turnschuhe. Ja, ich glaube, das reicht mal für einen Moment. Ja, die wird ja zu Boden laufen und dann irgendwann ein paar neue kaufen. Bin mir nicht sicher, ob ich noch ein zweites Paar mitnehme. Im Moment denke ich, ich nehme wirklich nur die mit. Aber mal schauen. Okay, Kleider wären parat. Jetzt probieren wir das alles mal in den Rucksack hineinzubekommen. Das habe ich hier 3 so Packing Cubes, die wir gekauft haben. Einer fehlt noch. Ich werde noch mal einen, so einen grösseren. Aber ich tue jetzt einfach da, wo ich mal habe, hier reinpacken und das mal im Rucksack verstauen, bevor wir nachher zum Equipment kommen. Die Teiler sind echt super, weil die haben nämlich 2 Reissverschlüsse. Einen innen und dann nochmal einen außen, um das Ganze noch mehr zu komprimieren. Go, 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 go! Die sind recht robust und sollten schon etwas aushalten. Moment. Okay, die Kleider haben tatsächlich mehr oder weniger in diesen 3 Platz gehabt. Jetzt tue jetzt mal den grossen rein. Die anderen 2 müssen noch warten, weil da kommt jetzt zuerst noch die ganze Fotoausrüstung. Das ist auch sehr spannend. Das haben wir nämlich 2 sogenannte ICUs, Internal Camera Units. Die sind auch von F-Stop. Und die sind super, da kann man dann nämlich alles so ein bisschen konfigurieren, wie man das am besten machen mit dem Aufbewahren. Ja, aber wir müssen uns das einfach mal alles auslegen, um zu schauen, was wir überhaupt alles mitnehmen. Das ist unser ganzer Stolz. Nein, mit dem hier ja, machen wir alle unsere Videos. Das ist vielleicht ein bisschen Overkill für die meisten für so eine Reise. Ich denke, viele die nehmen vielleicht gerade mal eine Kamera mit, nicht einmal irgendwie einen Laptop oder so, vielleicht noch wirklich ganz kleinen Laptop, vielleicht ein iPad. Aber ja, für eine Videokamera-Ausrüstung zum Filmen, Fotos und alles ist das eigentlich wirklich sehr minimalistisch. Weil, ja, wenn man das so vergleicht mit anderen, was die so für grosse Kameras und so haben, sind wir wirklich sehr leicht unterwegs. Ich muss auch sagen, wir haben natürlich auch schon früh genug immer schon im Kopf gehabt, dass wir dann mal auf die Reise gehen und haben darum auch bei jedem Kauf uns überlegt, ja, gibt es vielleicht noch eine leichtere Variante von dem, und ja, darum passt das eigentlich alles so kompakt da, wie es ist, sollte das in die 2 Cubes reinpassen. Plus das MacBook natürlich, hat noch ein MacBook-Fach im Rucksack drin. Kurz eine kleine Equipment-Tour. Wir fangen an beim allseits bekannten Joby GorillaPod. Wer unsere ersten 2-3 Videos gesehen hat, weiss, was das für ein Teil ist. Dann haben wir hier das MacBook Air von der Meli. 2-mal Lassi externe Festplatten, die hier noch ein bisschen so einen Schutz haben, damit sie, auch wenn sie runterfliegen oder so, nicht gerade kaputt gehen, und sie sind wasserdicht, auch super. Dann das 50 mm Objektiv, wo beides auf die Meli ihre Kamera und auf meine Kamera passt,
mit einer super guten offenen Blende. Dann alle unsere Speicherkarten inklusive Case. Weiter haben wir hier einen schönen Kamera-Schultergürtel, super praktisch. Dann mein MacBook Retina 15 Zoll. Natürlich auch mit Ladegerät, das für uns beide geht. Dann haben wir hier innen einen sogenannten ND-Graufilter. Den braucht man, wenn es zu hell ist, wenn es überbelichtet ist, um ein bisschen dunkler machen beim Filmen. Sonstiges Zubehör für die Kamera, um die Linsen zu putzen. Ersatzakku mit inklusive Ladegerät. Dann ein Audiorekorder mit Windschutz noch für das andere Mikrofon. Dann unsere Handys. Wir haben 3. Das mittlere brauchen wir eigentlich nur zum SIM-Karte rein tun und dann einen Hotspot machen für diese 2. Dann, wie gesagt, haben wir hier die 2 ICUs. Und zu guter Letzt haben wir noch eine GoPro dabei. Das ist jetzt auch, haben wir uns das neueste Modell geleistet, aber auch nur, weil unsere alte, die wir hatten, wirklich schon uralt war. Und ja, weil wir halt gedacht haben, irgendetwas für unter Wasser wäre natürlich schon noch cool. Oder wenn ich es jemals schaffe, eine Welle zu surfen, damit ich das auch festhalten kann, damit ihr mir das glaubt. Und ja, wenn ihr euch jetzt vielleicht noch fragt, wo sind denn da unsere guten Kameras? Die sind natürlich jetzt voll im Einsatz. Also einerseits haben wir hier hinten den Eli, ihre Olympus auf dem Stativ. Das kommt übrigens sehr wahrscheinlich auch noch mit. Die macht hier gerade einen Timelapse von dem Ganzen. Und ja, weil das ja schon schön filmt, kann ich jetzt einfach hier stehen bleiben. Dann seht ihr, wie ich da so komisch da stehe. Und dann seht ihr hier noch mein gutes Stück, mein Baby. Meine Panasonic GH4. Wie lange habe ich sie? Schon 2 Jahre. Super begeistert. Wirklich ein ganz tolles Teil zum Videos machen. Und ja, aber ich glaube, wir beide werden euch irgendwann schon mal noch genauer zeigen, was wir mit all diesen Sachen machen. Das ist jetzt mehrmals zum Zeigen, auch ja, wie viel wir überhaupt mitnehmen, dass ihr euch das vorstellen könnt. Und ja, jetzt probieren wir das auch noch mit den Kleidern zusammen in meinen Rucksack hineinzubringen. Drückt die Daumen, dass das klappt. Haben wir jetzt hier zwischen den Kamera-Units und dem Laptop noch Platz für Kleider. Darum haben wir auch die Packing Cubes. Die sollten jetzt hier zwischen reinmögen. So, diese Sachen hier müssen ja nicht rein, die ziehe ich an. Die hier wurst ich noch irgendwie da rein. So. Also, schwer ist echt der jetzt etwa? Das ist sicher schwer. Das geht eigentlich noch. Also er ist schon schwer, er ist natürlich schwer für Handgepäck. Aber wir müssen überlegen, was ich jetzt hier alles auf dem Rücken habe. Das ganze Kameraequipment, außer die Kameras, wobei eben, das ist eigentlich mehr oder weniger leicht für die Kamera. Vielleicht noch 2 Kilo, die dazukommen. Die ganzen Kleider, MacBook, Ladegerät. Also rein vom Gewicht her ist eigentlich easy, und dass das jetzt hier in den Platz hat, mal so reingewurschtelt und so, ist, sagen wir mal so, für heute ist gut. Bin ich zufrieden. Ja, wir müssen wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen schauen, was wir nachher optimieren.
Aber ja, ich denke, fürs Erste ist das mal gut, ich bin zufrieden. Und ja, im nächsten Video schauen wir dann, ob es wieder mehr lesen gut geht. Also was meint ihr? Ich würde mir sagen, bestanden. Ich auch. Du auch. Also, ja. Was meint ihr? Schreibt doch einen Kommentar, ob ihr das für, ich weiß nicht, wie ihr das findet, dass wir mit so wenig Gepäck gehen, beziehungsweise mit so kleinen Rucksäcken. Würdet ihr mehr mitnehmen? Wie würdet ihr es machen? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und wenn euch meine Filmkünste gefallen haben, gebt auch einen Daumen hoch. Genau, heute war Meli vor allem hinter der Kamera. He? Ich hoffe, man sieht das, die Sachen. Also in dem Fall würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Numero 1. Numero 2. Was doch tun? 3. 3. Zum Glück gehen wir nicht nach Italien.